Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so fest, um die Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich habe so viele Momente in den letzten Wochen, wo ich so dachte, boah, das muss ich dann im Podcast erzählen und das will ich euch erzählen. Und oh mein Gott, ich habe wirklich das erste Mal so eine Notiz-Dings gehabt, wo ich so Punkte gemacht habe, was ich während der Podcast-Folge will sagen. Und finally können wir sie aufnehmen. Also ich weiß einfach gar nicht, wie ich anfangen soll. Also eben, letzte Woche war eine übel geile Woche, weil ich vorher 2 Wochen Ferien hatte. Und vorher hatte ich meinen Minor als mein Nebenfach, wo ich ja schon mal darüber geredet habe, dass es jetzt nicht so prickelnd ist. Und für mich, es ist wirklich, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Und dann hatte ich wie eine Blockwoche nach der Ferien. Die war jetzt eben letzte Woche. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt zu kompliziert ist, wenn ich das erkläre, aber ich mache es jetzt gleich schnell, damit ihr so ganz ein bisschen einordnen könnt, wie, wo, was genau. Bei uns in der Schule können wir immer noch so kleine Fächer wählen, die immer am Freitagmorgen sind. So, und es ist dann eine Auswahl von irgendwie, weiss doch nicht, 6, 7 Fächer. So. Und quasi das ganze Department Design kann dann einfach auswählen. Und es gibt immer noch, also normalerweise ist das immer am Freitagmorgen. Und es gibt aber so 1, 2 Fächer, die Blockwochen sind. Das heisst, du hast eine ganze Woche in deiner Ferienschule. Und ich habe jedes Mal gedacht, Bro, übel anschissen. Alle richtige Opfer, all die Menschen, die während ich noch Ferien hatte, haben schon in die Schule gehen. Und ich habe wirklich im Nachhinein immer gedacht, fuck, ich hätte das einfach machen sollen, weil es hat mich jeden Freitagmorgen nachher angeschissen, wo alle dann immer ausschlafen konnten. Und dann habe ich mir immer so gedacht, Alter, ich habe 3 Wochen Ferien, dann habe ich halt nur 2 anstatt 3 so, Alter. Und ich habe jetzt erstmal eine Blockwoche gewählt und habe jetzt dafür, ja, jeden Freitagmorgen, also ja, ich habe erst am 11 Uhr Schule, so, es ist nicht komplett den ganzen Morgen, aber trotzdem so, es ist, Alter, erst am 11 Uhr Schule haben, das ist ein Blessing. Für das gebe ich gerne 1 Woche Ferien aus. Und das war jetzt eben die letzte Woche. Also ich hatte eigentlich Ferien und ich hatte eine Blockwoche. Und eigentlich ist das Fach, also irgendwie der Freitagmorgen, ist immer so ein Anschiss gewesen. Ich weiss nicht, ob ich die kompletten falschen Fächer gewählt habe. Aber es war halt immer so ein bisschen geschichtlich gewesen und so ein bisschen nur Inputs. Und ich weiss auch nicht, irgendwie, ich habe es langweilig gefunden, weil eben, also mein Studiengang, Cast, auch die Visual Media, ist halt im Department Design, heisst in der Oberkategorie Design. Und ich jetzt persönlich finde, unser Studiengang passt gar nicht in die Kategorie Design. Und darum haben wir dann eben Inputs über Design, wo mich halt null jucken. Null. Und jetzt habe ich eins genommen, das heisst Career, Life and Design Career. Nein, Life and Career Design, irgendwie so etwas, ja. Quasi Leben und Karriere. Und ich habe das vor allem auch einfach genommen wegen Blockwoche und es hat so ein bisschen am besten getönt. Aber Leute, ich sage euch, das ist so eine fucking geile Woche gewesen. Ich habe schon lange nicht mehr wieder so viel Motivation für die Schule gehabt. Ich sage so jetzt wirklich gerade nach dem Minor, also für die, die es nicht wissen, ich habe vor der Ferien, habe ich irgendwie, ich glaube, ja, doch 3 Wochen hatte ich Minor gehabt. Und also eben nur ganz kurz zusammengefasst, es ist mega langweilig. Es ist Social Media Storytelling und ich habe das eigentlich gewählt, weil ich dachte, ich habe mega viel Zeit für mein Zeug, das ich machen kann neben der Schule, damit ich so 2 in 1 kann, mein Social Media Zeug machen. Aber es ist genau das Gegenteil gewesen. Ich hatte absolut nie Zeit dafür. Ich habe die ganze Zeit nur Inputs bekommen. Wir haben währenddessen die anderen Nebenfächer, die andere gewählt haben, die mega viel Freizeit gehabt, um daran zu arbeiten, haben wir den ganzen Tag halt müssen in der Schule sein und nur Inputs hören. Und das sind halt Inputs gewesen, die jetzt mir persönlich gar nichts bringen, weil ich habe schon allgemein ein Grundwissen von Social Media, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch. So, ja, ich weiss, was Instagram ist, ich weiss, dass man auf Instagram kann einen Feedpost machen, man kann Reels machen, man kann Stories machen und ich weiss halt auch einfach sonst schon recht viel über Social Media, weil das halt literally mein Job ist und darum ist das für mich wirklich im Allgemeinen relativ langweilig. Und das ist jetzt das erste Mal wieder ein Fach gsi, das so spannend war. Also ich werde nachher, ich habe mega viele Notizen gemacht in dem Büchlein, ich werde noch ein bisschen erzählen davon nachher, weil ich finde, das sind so gute Inputs gewesen, weil es geht hauptsächlich um Selbstreflexion über dein Leben, über deine Karriere, über deine Zukunft, deine Zukunftspläne, was möchtest du mit dir anfangen, was ist deine... Keine Ahnung, was ist dein Sinn vom Leben? Also, das ist mega blöd. Aber wir haben uns so viele Gedanken gemacht und du nimmst dir halt wirklich mal aktiv eine Woche Zeit oder es wird dir eigentlich Zeit geben, damit du mal aktiv wirklich selbst reflektierst, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und ich glaube, da haben so viele Leute haben da Blockaden und wissen gar nicht, was sie eigentlich in ihrem Leben wollen. Also ich habe glaube noch nie mir so aktiv so viele Gedanken gemacht und so viel Zeit genommen, um mir die Gedanken zu machen. Und ich finde eigentlich, das sollte man wirklich in der Schule
auch mal einfach so eine Woche haben, das sollte obligatorisch sein. Also gerade im Gymi hat mir das, glaube ich, so viel gebracht, weil ich doch keine Ahnung, was ich nach dem Gymi will machen irgendwie. So klar, wir sind mal an die ETH schauen und so, aber wie mal so wirklich sich selber reflektieren, was will ich? Und einfach auch, wir haben da zum Beispiel das Thema Stress so ein bisschen genau angeschaut und ja, also nicht biologisch-mäßig angeschaut, sondern wirklich, was kann man dagegen machen? Weil ich glaube auch Stress ist ein Thema, was sich auch viel, wo auch vielen einfach ja, ein Problem im Leben ist so und bei mir auch. Und also ich habe krank geile Inputs gefunden und ich will eben euch nachher so ein bisschen erzählen und ich glaube, das bringt auch mega viel. Und ich habe auch so ab und zu mal eine Story darüber gemacht auf Insta und dann haben auch viele Leute geschrieben so, Nati, erzähl ein bisschen und was ist dort, was hast du dort noch geschrieben, kannst du das auch noch posten und so. Darum habe ich gedacht, ich mache jetzt gerade auch noch eine Podcast-Folge darüber. Aber ich habe noch etwas anderes zum Erzählen. Oh, Leute, ich habe letzte Woche in der Podcast-Folge, oder vorletzte, schon ein bisschen angeteased und zwar ist es jetzt passiert. Wir haben Can seinen Geburtstag gestern gefeiert und unsere Eltern haben sich kennengelernt. Nach 6 Jahren. Das ist eigentlich fast ein bisschen peinlich. Nach 6 Jahren haben sich unsere Eltern das erste Mal gesehen. Und ja, ich habe mir das auch schon geschrieben, so, oh mein Gott, erzähl dir und so. Und jetzt sind wir da. Also, ich erzähle ganz kurz. Ich kann jetzt gar nicht so mega im Detail sagen. So grundsätzlich, ja, ist es gut gelaufen. Surprise. Also wir haben den Geburtstag beim Can sein Dad gefilmt, gefeiert. Und ja, es waren am Can seine Grosseltern dabei gewesen. Wer war noch dabei gewesen? Doch hauptsächlich Grosseltern, Eltern, Geschwister und eben auch meine Eltern. Genau. Und wir haben so zusammen gebruncht. Jeder hat so etwas mitgebracht. Und ja, ich glaube, das Ding ist, der Can und ich, wir sind beide so fucking nervös gewesen, weil ja, man hat es irgendwie immer so ein bisschen rausgezögert und bei mir ist halt irgendwie mega so, also ich bin hure am Overthinken gewesen. Also meine Mama hat noch so ein bisschen etwas organisiert für den Can Geburtstag, sie hat so mega herzige Girlanden gemacht und so. Und in meinem Kopf war es, oh mein Gott, wir dürfen uns ja nicht dann auch jetzt fest im Mittelpunkt drängen und ich bin so hart alles am Overthinken gewesen. So, oh mein Gott, ich darf dann ja nicht politische Themen haben oder irgendwie, keine Ahnung, dass es da nachher ein Beef gibt von irgendetwas Unnötigem so. Ich möchte einfach, dass der Tag überstanden wird und dass sie sich keiner gut verstehen so. Und ich bin trotzdem so angespannt gewesen. Vor allem, wir sind so reingekommen. Die anderen Grosseltern und Mutter und so waren noch nicht da gewesen. Es war nur der Can und sein Dad sind dort gewesen. Und dann haben sie zuerst meine Eltern mit Dad kennengelernt und so. Der war zwar relativ im Stress gewesen, weil er mega am Kochen war. Aber ja, es ist voll easy gewesen. Also auch gerade meine Mom und seine Mom haben mega lang geredet. Da will ich auch mit meiner Mom nachreden, was sie da alles beredet haben. Das nimmt mich sehr Wunder. Ja, aber also ich habe noch kurz mit ihr so, und wie ist Mom? Und sie so, ja, mega cool, es sind auch coole Leute. Also ich glaube, meine Eltern haben sich beide mega wohl gefühlt. Und ich glaube umgekehrt auch. Darum, ich würde sagen, es war ein Match auf jeden Fall. Und eben, also wir sind natürlich beide eben mega aufgeregt gewesen, aber so, also wirklich, ab dem Moment, wo sie beiden Hoi gesagt haben, ist schon ein bisschen einfacher gewesen. Aber ich selber habe übel gemerkt, ich habe die Kontrolle voll nicht abgegeben. Also der Can war eben mega entspannt gewesen. Und bei mir war es irgendwie so gewesen, wir sind zum Beispiel nachher laufen gegangen oder so, oder wir sind irgendwie, jeder ist, weißt du, es sind nicht alle nur an einem Tisch gesessen, sondern haben vielleicht aufs Essen müssen warten, da sind die einen auf der Couch und so. Und ich konnte wie nicht ganz loslassen. Und wenn ich, also so im Sinne von, wenn ich meine Mom und seine Mom dort halt gehört reden, dann habe ich am liebsten dazustehen, zum schauen, über was sie jetzt reden, zum ja nicht, dass irgendwie, ich könnte etwas schief laufen. Also wirklich, ich habe voll die Kontrolle abgegeben und eben, wenn wir laufen sind, dann bin ich auch immer bei ihnen am Laufen gewesen und so. Ich war safe hure anstrengend gewesen. Aber ja, aber es ist gut gelaufen. Also es war ein mega schöner Geburtstag gewesen. Und Can hat es auch mega gefallen. Es ist richtig harmonisch gewesen. Ich glaube, besser hätte es nicht können laufen. So, von dem her, ja, es ist wirklich mega schön gewesen. Das ist so ein bisschen das gewesen. Von dem her, wir haben immer so den Joke gemacht, dass sie sich erst bei der Hochzeit kennenlernen. Jetzt ist es finally doch noch vorher passiert. Ja, voll. Und wir kommen jetzt zum Lustigsten von der Woche. Und zwar, ich kann noch so ein bisschen von meinem Valentinstag erzählen. Der Can war actually hure cute gewesen. Also kurz zur Vorwarnung, kurz Reality-Check. Er war nicht immer so cute gewesen, okay? Es hat einen Valentinstag gegeben, wo ich einen fucking grossen gebettelt habe und es ist nicht gekommen. Mittlerweile macht das wirklich gut. Also ich habe ihn trainiert, Leute. Ich darf nicht aufgeben. Irgendwann versteht es. Nein, boah, ich würde mich gerade hassen, wenn er wüsste, dass ich das erzählt habe. Aber er hat wirklich dieses Jahr sich richtig Mühe gegeben. Vor allem, ich habe es irgendwie auch voll nicht erwartet. Das war das einzige Gute gewesen.
Durch das, dass mir früher nie wirklich so Effort gemacht hat, habe ich so die Erwartungshaltungen so hart runtergeschraubt, dass ich wie von der Schule gekommen bin und gar nicht erwartet habe. Und er hat einfach so cute er hat so einen Blumenstrauß ready gemacht und hat so ein Love mit Ballon aufgehängt und so ein paar Herzli, Konfetti auf den Tisch da und Kerzli angezündet. Er hat mir sogar eine Thermoskanne gekauft, weil ich trinke momentan hure viel Tee. Richtig, richtig cute. Und dann hat er noch so Malsachen gekauft. Ich bin ich als Kind früher mega gerne gemalt. Ich bin auch, also habe auch das BG-Profil im Gymi. Aber ich habe sonst nachher nie mehr richtig gemalt. Und ich weiss eigentlich finde ich das geil, ich tue mega gerne malen. Und ich mache es aber nie. Oder wie, wir haben jetzt nicht mal Farbe da, die haben gerade so schon etwas. Oder auch die haben bei meinen Eltern, ich würde nie auf die Idee kommen, mal malen. Ich glaube, ich brauche immer so einen Grund. Also wenn ich jetzt mega ein Bild im Kopf habe, das ich mal aufhängen will, dann könnte ich das nicht machen, als quasi einfach malen ohne Ziel. Versteht ihr, was ich meine? Und irgendwie habe ich das schon lang nicht mehr gemacht, einfach mal gemalt. Und der Can hat so Bilderrahmen, eben so, wie sagt man, Staffelei gekauft. Nicht Staffelei, Bild, wie sagt, oh, ich habe das Wort vergessen. Halt die weißen Keilrahmen, sagt man dem? Keilrahmen? Ja. Auf jeden Fall hat er so weisse gekauft, so einen grossen, einen mittleren und einen kleinen. Für das Grosse wollen wir jetzt quasi etwas malen für unsere Wohnung, wo mehr so ein bisschen, oh, ich weiss nicht, ob ihr Bauhaus kennt, aber es ist so ein bisschen mehr wie ein Muster und jetzt nicht irgendwie wie eine Person oder wie eine Katze oder so, sondern es ist mehr so ein Muster, das man malen und halt einfach abzeichnen, so von Inspo, von Pinterest. Dann haben wir noch die Idee gehabt, oder er vor allem, dass wir quasi, weißt, man fängt das Bild an malen und nach 5 Minuten gibt man es der anderen Person und die malt dann weiter und so und dann tut man quasi zusammen ein Bild malen oder 2 Bilder insgesamt. Und die dritte Idee war, dass also wir haben ja alle von TikTok, ihr kennt das safe alle auch. So die dritte Idee war halt, dass er mich malt und ich ihn. Und ich glaube, das war wirklich das Lustigste von dieser Woche. Weil wir halt keine Ahnung hatten, was die andere Person malt. Und also, ja, ich habe ein TikTok gemacht, also wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne auf meinem Insta- oder TikTok-Kanal schauen. Es war einfach lustig, halt seine Zeichnung. Sie ist beim zweiten Blick nicht so schlecht wie beim ersten, aber der erste Blick ist schon sehr funny. Schon sehr funny. Ja, voll. Ich kann es jetzt gerade voll nicht lustig erzählen, aber ich glaube, das ist jetzt weniger eine lustige Story, wo ihr jetzt gerade so während dem Erzählen denkt, funny! Sondern es ist mehr so ein Moment, so im Moment lustig sein. Versteht ihr? So, wenn ihr den Moment jetzt gar nicht erlebt habt, denkt ihr, oh, what the fuck, was ist jetzt lustig dran? Aber das ist für mich jetzt persönlich, glaube ich, schon das Lustigste von der Woche. Voll. Und bevor wir jetzt gerade vom Modul anfangen zu erzählen, habe ich mal wieder einen Kommentar ausgesucht von euch. Und zwar von der lieben Elita Bonita. Ich grüße dich ganz herzlich. Sie hat geschrieben, so eine coole Podcast-Folge. Ich höre ihn mega gern. Dankeschön. Es Tattoo würde sicher gut stehen. Bist du in Kontakt mit der Nina? Ganz liebe Grüße, Elita Bonita. Dankeschön für deinen Kommentar. Und ja, ich habe Kontakt mit der Nina. Also für die Nina nicht kennen, sie hat ja eben mit mir studiert, beziehungsweise eigentlich immer noch, aber sie macht jetzt ein Austauschsemester in Hongkong. Und ich habe schon letzte mit ihr eine Podcast-Folge aufgenommen, bevor sie gegangen ist. Und ja, also ja, wir haben auch viel Kontakt, gerade auf Snap und so snappen wir mega regelmäßig, also so mit Videos und erzählen und so. Und ich vermisse sie schon mega fest. Ich sag euch ehrlich, ich freue mich richtig, richtig fest, bis sie wieder zurückkommt. Und eben gerade nur schon durch den Minor war es so schwierig gewesen, also so ist mein Nebenfach, weil sie das eigentlich gehabt hätte und jetzt einfach nachher nicht mehr da war und so. Also mal, ja. Und, warum ich die Frage eigentlich gewählt habe, ich wollte das auch noch unbedingt erzählen. Ich hatte jetzt den Plan gehabt, mit der Nina zusammen eine Podcast-Folge zu machen, während sie in Hongkong ist. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil sie hat eigentlich auch ein Mikrofon und eine Kamera dabei und sie würde dann halt quasi, wir würden dann wie mit dem Kopfhörer im Ohr in dem Sinn telefonieren, aber sie würde mit ihrem Mikrofon ihren Ton aufnehmen und ich meine. Also für euch vom Hören her würde es jetzt tönen, als würden wir nebeneinander hocken. Und vom Video her würde ich quasi wie da so einen Schlitz in der Mitte machen, wo links sie ist und rechts ich und so. Und wir würden dann einfach telefonieren und vor allem das Geile ist, wir snappen zwar mega viel, aber wir haben jetzt noch nie telefoniert. Und ich glaube, das wird so ein Special Moment, einfach ja, zum Telefonieren und zum
zum wieder mal updaten und ihr dürft Dinge dabei sein und so und einfach zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen und es ist auch mega herzig, wie oft ihr so in den Kommentaren schreibt, «Oh, wir vermissen Nina und wie geht's der Nina?» Und ich so, ultra herzig, wirklich. Ich schicke ihr immer Screenshots, wenn jemand etwas über sie schreibt und so und sie freut sich immer mega fest. Von dem her, ja, ich glaube, wir nehmen sie übernächste Woche auf, weil übernächste Woche kann ich selbstständig arbeiten, dann habe ich Zeit, wegen der Zeitverschiebung ist halt auch noch scheisse. Voll, weil ich müsste es halt wie am Morgen aufnehmen, damit bei ihr noch Tag ist. Und da habe ich halt immer Schule und deshalb muss ich dann mal einen freien Tag nehmen. Aber genau. Ja, und ich würde sagen, oder? Habe ich sonst noch Sachen aufgeschrieben? Nein. Wir kommen jetzt eben zu meinem Modul. Was ich schon mal vorab kann sagen, ich habe es am Anfang mega schwierig gefunden, also das ist mir jetzt mega aufgefangen, das ist mir etwas Persönliches, so das Alleinsein. Also wie, I don't know, also ich finde das so schwierig, oder da merke ich mega fest, wenn ich mit jemandem in eine Gruppe komme und ich kenne mindestens eine Person, dann fühle ich mich so pudelwohl. Dann kann ich die extrovertierteste Person sein, aber sobald ich in eine Gruppe komme, wo andere sich kennen und ich kenne niemanden, ich bin so ein Müsli, ich bin so still, ich gehe mich gar nichts sagen, ich drücke mich so fest in den Hintergrund. Das ist mir so, ich weiß auch nicht, ich kann so Sachen kann ich voll nicht handeln. Und ich habe das wie so ein bisschen gemerkt bei dem Minor am Anfang, was habe ich für Minor? Bei dem Modul, also bei dem, was ich jetzt letzte Woche hatte, das coole Modul, weil es einfach, ja, es ist halt wie ein Fach, das man wählen konnte. Und da hat es ein paar gegeben, die schon ein paar kennt haben, weißt du, so von der Klasse und so, und wo schon Friends sind und alles. Und irgendwie, also ich habe eine kennt, die mit mir schon in die Klasse geht, aber wir sind jetzt wie auch nicht so mega close, oder sie hat auch jemanden kennt, der sie besser kennt. Und das ist wie, ich habe mich am Anfang wie irgendwie so verloren gefühlt und irgendwie, ich weiß auch nicht, du fühlst dich in dem Moment einfach so als fettes Opfer, Alter, weil ich gleichzeitig denke ich mir so, Alter, scheißegal, weißt du musst jetzt da nicht deine close Friends suchen. Und auf der anderen Seite stresst es einem so fest, weil man so denkt, Alter, du könntest doch jetzt einfach mal mit Leuten anfangen reden und links und rechts, aber irgendwie, sobald ich das mal gemacht habe, habe ich das Gefühl, ich gehe denen Hure auf die Eier. Also wirklich, das war so mein grösster Struggle am Anfang. Aber irgendwann hat es sich dann so ein bisschen ergeben, man hat mega oft so Partnerarbeit machen und quasi, sie hat dann immer gesagt, suche da jemanden aus, den ihr noch nicht kennt und so. Und das hat es dann so ein bisschen einfach gemacht. Also wirklich fettes Shoutout an meine Lehrpersonen von dieser Woche, die haben wirklich, also sie hat auch, glaube ich, Psychologie studiert, also sie ist da crazy im Game, was so, wie mit Menschen umgeht und menschenkenntnismäßig und wie man Unterricht hat, auch, dass es spannend ist und so, also wirklich top, richtig, richtig geil gewesen. Voll. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an, ich habe alles in dem Büchlein aufgeschrieben. Ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht mega damit, aber doch, ich finde es schon mega spannend. Also, wir haben so ein bisschen angefangen, das war die vor dem Modul, dass wir quasi so, die letzten 4 Jahre oder so? Warte, was ist? Nein, das letzte Jahr, 2024, haben wir so ein bisschen genau analysieren. Hey, was sind die Key Moments gewesen, was sind die Key Friends gewesen, einfach so von jedem Monat so. Es ist verdammt aufwendig, aber es ist wie, also ich habe es vergessen machen, weil ich erst mal spät Abend gelesen habe. Aber ich habe dann gleich am nächsten Tag dann so ein bisschen überlegt. So. Aber es ist gleich mega spannend gewesen, also wenn ich das voll gemacht hätte, dann hätte ich, wäre crazy spannend gewesen. Aber nur schon, dass ich so ein bisschen geschaut habe, eben wie es letztes Jahr war. Und ich habe ja auch einen Jahresrückblick gemacht auf YouTube, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt gerne schauen. Das war mega, mega spannend auch für mich gewesen, so, um das ganze Jahr mal reflektieren. So, wir haben wie mit dem angefangen. Dann in der Mitte von dieser Woche haben wir wie die Gegenwart angeschaut und dann am Schluss so ein bisschen die Zukunft. So, das war wieder der Anfang gewesen. Dann haben wir zuerst mal über das 2024 so ein bisschen reflektiert. Und dann ist es eben irgendwann zum Moment jetzt gekommen. Und das ist so quasi meine Momentaufnahme. Und da haben wir wie so ein Soundtrack-Pult gemacht, also quasi so mit so Hebel. Und da gibt es 4 Kategorien, wo ich hoffe, ich erkläre es jetzt gerade gut. Also, es gibt Kategorie Work, also Arbeiten, Kategorie Play, also eigentlich Spass, Kategorie Love, das muss nicht nur Beziehung sein, das kann auch Freunde sein, Familie und Kategorie Health, also Gesundheit. Und das sind wie, also falls ihr gerade mitmachen wollt, Alter, macht unbedingt mit. Auch wenn ihr gerade im Zug seid oder so, könnt ihr es auf Notizen machen in der App oder so. Aber schreibt mal Kategorie auf: Work, Play, Love and Health. Und jetzt müsst ihr wie bei jeder Kategorie mal von 1 bis 100% sagen, wie stehe ich gerade in meinem Leben. Also wie, wenn er ganz weit oben ist, dann heisst das, es nimmt gerade hure viel Platz ein. Also eigentlich, wie viel Raum nimmt es gerade bei euch ein und, oder wie gut läuft es gerade so. Und
ja, ich kann jetzt nicht gerade alles vorlesen, ich habe wie überall jetzt so etwas dazu geschrieben. Also Work ist alles, was gerade zu tun ist. Und ich habe einfach so ein bisschen grundsätzlich geschrieben, momentan ist es eigentlich gerade voll easy, wieder so ein bisschen lockerer. Ich habe jetzt gerade Ferien gehabt, das Modul ist gerade irgendwie recht chillig und in dem Sinne stressfrei und so. Und ich habe jetzt auch gerade nicht so viele Kooperationen und es läuft gerade grundsätzlich überall gut von den Zahlen und ich bin wie, es läuft gerade. Also Work ist bei mir gerade in einem guten Rahmen so. Und ich bin wie nicht gestresst, also gestresst wäre für mich jetzt etwas Negatives so. Genau, es fühlt sich super an, dass ich aktiv auf Social Media bin. Ich mache praktisch jede Woche ein YouTube-Video, jede Woche einen Podcast und relativ oft TikTok und Instagram, bla bla bla. So, also bei Work ist gerade so das. Dann gibt es eben Kategorie Play, das ist alles, was Spass macht. Das ist quasi eure Freizeit. Einfach so das, wo jetzt wie nicht mit Work, also Work heisst übrigens auch Schule. Das kann auch Schule sein oder Studium so. Und Play ist eben so ein bisschen all das, was Spass macht. Und da habe ich es so ein bisschen weiter runtergesetzt, weil ich so irgendwie in der Ferien habe ich vieles Cooles erlebt, aber ich habe trotzdem hauptsächlich in dem Sinn gearbeitet. Eben, es ist schwierig zu sagen, weil Social Media ist ja auch das, was mir Spass macht. So. Aber ja, es ist ja gleich so, zum Beispiel wäre ich mega gerne so mal snowboarden oder einfach mal, keine Ahnung, wäre ich gerne in die Ferien gegangen oder so Sachen und das habe ich wie nicht gemacht. Aber also ja, man kann nicht sagen, dass es mega weit unten ist, so, aber ja, genau. Hat es auf jeden Fall auch schon Wochen gegeben, wo der höher war. Love ist eben Familie, Freunde, Partnerschaft und so. Da habe ich geschrieben, ich sehe jetzt Zeit nur meinen Freund und habe wenig Zeit, meine Freunde oder Familie zu sehen. Und durch den Minor sehe ich sie weniger. Andere sind gerade auf einem anderen Kontinenten. Nina. Andere haben ebenfalls wenig Zeit oder erst in den Ferien. Also ich merke gerade zum Beispiel so mit dem Can, also mit meinem Partner, habe ich gerade sehr gut, also läuft es gerade mega gut und sehe ich viel und so. Familie in dem Sinne schon auch, aber Freunde ist mir gerade wieder so, sehe ich gerade weniger, habe ich gerade weniger, ja, weniger Kontakt, also ja, man sieht sich halt einfach weniger und darum ist er so in der Mitte. Und Health, das kann mental und physisch sein, also vom Körper her, aber auch vom Gefühl her. So. Und da habe ich es auch so ein bisschen aufgesetzt, weil ich einfach momentan mich recht gesund ernähre. Ich bewege mich oft, ich mache Sport und auch mental geht es mir eigentlich momentan wieder so viel besser irgendwie. Also ich muss einfach ehrlich sagen, das ist mega blöd, aber im Minor ist meine Mental Health so weit unten gewesen. Und durch das Fach in dieser Woche ist sie so weit aufgeschossen. Also ich habe gemerkt, ich glaube, einfach Schule kann so viel machen. Sobald dich etwas anfängt zu interessieren und so, hast du einfach automatisch mehr Motivation und kannst dich irgendwie ein bisschen mehr freuen auf die Schule und alles. Und ja, ich glaube, das macht schon mega viel aus. Also auch beim Arbeiten natürlich so, wenn man das gerne macht und wenn einem das Freude macht. Oder nur schon, wenn man ein Ziel hat und man ist irgendwie am Arbeiten oder irgendwie so, dann macht das einfach mehr Freude, als wenn es einfach irgendwie so etwas ist, wo du musst und irgendwie schießt es dich einfach an. So. Genau, so ein bisschen das. Es würde mich mega wundern, wie ihr eure Regler da gesetzt habt. Ich glaube, das ist ja mega spannend, wenn wir das jede Woche machen würden, weil es tut sich ja jede Woche ändern. Also bei mir würde es jetzt wahrscheinlich auch schon wieder anders aussehen. Aber das ist so ein bisschen eine Momentanaufnahme, die man immer mal wieder machen kann. Und es ist ja mega spannend, mal so zurückschauen und mal so ein bisschen aktuell reflektieren, hey, wo sollte ich vielleicht meine Regler verschieben? Also wir haben dann auch so ein bisschen die Frage gestellt bekommen, was braucht es für eine Auseinandersetzung? Also was braucht es für eine Auseinandersetzung? Also ich habe jetzt geschrieben, mehr Sachen unternehmen, mehr Zeit für Freunde aktiv und mehr Zeit für mich und so. Und einfach so, was soll sich verändern? Was ist die Lösung? Wo sind die Probleme und wo ist die Lösung so mäßig? Voll, und das kann eben auch sein, mehr Me-Times einplanen, Zeit gut einteilen. Keine Ahnung, einfach so, das ist mega individuell jetzt. Klar gibt es ja gewisse Sachen, die mega schwierig sind zum anderen, wie jetzt zum Beispiel Work oder Schule, so da ist es noch schwierig. Aber da komme ich nachher auch zu einer Lösung, wo ich irgendwie, also ich glaube, das kennt man so ein bisschen, oder haben vielleicht die eine oder andere schon gehört, ich aber noch nicht. Darum erzähle ich, oder soll ich jetzt schnell erzählen? Nein, ich erzähle nachher. Ah doch, ich erzähle jetzt schon. Also, es heisst Pareto-Prinzip. Hat das irgendjemand schon mal gehört? Schreibt das in die Kommentare. Ich glaube, das ist schon etwas Psychologisches, aber ich bin mir nicht sicher. Doch, also ja, es ist auf jeden Fall etwas Psychologisches, aber ich weiß nicht, ob es im Psychologiestudium hat. Und zwar, also, das ist jetzt verdammt schwierig zu erklären. Ich hoffe, ich schaffe das. Stellt euch vor, ihr habt eine Aufgabe und ihr müsst die erledigen. Und für das, dass die Aufgabe erledigt ist, sind es ja 100%. Und ihr habt 100% gegeben. Also ich mache jetzt das Beispiel bei mir. Bei mir ist es jetzt ein komplettes YouTube-Video schneiden. Und wenn ich 100% das Video geschnitten habe, heisst das, ich habe alles gemacht. Ich habe
überall, wo ich wollte, Jokes angesetzt, die Musik perfekt so angemacht, bla bla blub, alles rausgeschnitten, was ich will, sodass ich am Schluss komplett zufrieden bin damit. Das ist 100%. Und für das braucht ihr auch 100%. Also von der Zeit her. Jetzt, ja, ich hoffe, ich komme noch nach. Genau, 100% bis ihr zufrieden sind, braucht 100% von der Zeit. Jetzt ist aber so, wow, das ist so schön zu erklären. Okay, jetzt ist es aber so, dass ihr 80% von dieser ganzen Arbeit, die ihr von diesen insgesamt 100 machen, nur 20% von der Zeit braucht. Also, sprich, bei meinem Beispiel vom YouTube-Video schneiden, ich brauche eigentlich für 80% vom ganzen Video schneiden, sodass ich zu 80% quasi zufrieden bin, brauche ich nur 20% Zeit. Und die restlichen 20%, die ich für das Video, dass es den Feinschliff noch gibt, dass es perfekt ist, brauche ich 80% von der Zeit. Ich hoffe, ihr seid nachgekommen. Ich kann sonst noch so ein bisschen erklären, wie ich es da geschrieben habe. 80% eines Ziels erreicht man schon in 20% Aufwand. Wenn ich aber 100% will, dann muss ich noch 80% Aufwand geben. Bitte sagt, ihr habt das gecheckt. Also grundsätzlich, ganz abgebrochen heisst es, eigentlich müsst ihr eure Ansprüche abschrauben. Gerade so zum Beispiel, wenn ihr lernt. Wenn ihr das Ziel habt, ihr wollt 100% alles lernen. Alles, was ihr für Prüfung habt, dann braucht das viel mehr Zeit, als wenn ihr nur 80% vom Stoff lernt. Also das ist dann ja so das Grundsätzliche, also überall ein bisschen. Checkt ihr, was ich meine? Das braucht nur 20% Aufwand. Und das heisst wiederum, so könnt ihr gerade beim Job oder beim Studium oder bei der Schule, je nachdem natürlich, was ihr genau macht, könnt ihr da schon mal reduzieren, indem ihr eure Ansprüche einfach ein ganz bisschen abschraubt. Es ist okay, wenn man mal einen 4 hat oder einen 4,5, es muss nicht immer ein 5,5 und ein 6er sein, damit ihr wenigstens mental gesund bleibt. So, das ist schlussendlich wichtiger, als nur gute Noten haben. Das ist jetzt meine Meinung. Genau. Dann haben wir so ein bisschen Ziele besprochen. Das habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge vor 2 Wochen gemacht. Darum will ich jetzt da, was ich für Ziele in diesem Jahr aufgeschrieben habe, nicht mega darauf eingehen. Aber wir haben die Aufgabe bekommen, Ziel in diesem Jahr. Da habe ich eben Social-Media-Ziel und Allgemeinziel. By the way, das habe ich ganz vergessen zu sagen, mein Ziel für Ende Jahr ist beim Podcast 5000 Bewertungen haben. Boom! 5 Sterne schaffe ich nicht. Aber wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann gebt meinem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich drauf. Genau. Und, sorry, wir wurden abgedriftet. Und was wir auch noch für die Aufgabe bekommen haben, ist Ziel in den nächsten 10 Jahren machen. Und das ist so krass, wie schwer mir das gefallen ist. Weil ich finde, so Ziel für das Jahr setzen ist irgendwie so machbar. Also habe ich jetzt das Gefühl, rede ich jetzt aus dem meisten raus da, dass so in einem Jahr, okay, da kann man so ein bisschen Sachen irgendwie sich Ziel setzen, aber in den nächsten 10 Jahren, Alter, keine Ahnung, wie alt bin ich in 10 Jahren? Ich bin 33 dann, Alter, keine Ahnung. Und das habe ich so schwierig gefunden, weil du kannst halt innerhalb von einem Jahr kannst du so ganz klare Ziele setzen. Eben so, ich möchte 5000 Bewertungen auf meinem Podcast. Aber in 10 Jahren ist ja wie so, keine Ahnung, da kannst du wieder so definierte Ziele machen. Und darum habe ich wie so mehr Sachen aufgeschrieben, ja, Geld verdienen mit dem, was mir Spass macht, vegan sein, also wie so grundsätzliche Sachen, so irgendwann mal das gemacht haben, irgendwann mal geheiratet haben, vielleicht schon das erste Kind, aber wie du kannst es halt voll nicht fix so sagen. Und das hat mich so voll, also das habe ich voll krass gefunden, das mal so aufzuschreiben. Also ich finde es nur schon geil, dass ich das jetzt mal aufgeschrieben habe, weil wenn ich das Büchlein irgendwann mal in ein paar Jahren finde, bin ich so, oh mein Gott, das hast du jetzt einfach schon erreicht. Und krass, da hast du aufgeschrieben, du möchtest heiraten, und jetzt hast du schon geheiratet. Und krass, ich bin immer noch vegan. Kann ich einfach so Sachen aufschreiben. Und Alter, bitte macht das. Gerade wenn ihr jetzt noch jung seid, das ist ein Schatz, wenn ihr das irgendwann findet von euren Ziel. Und es gibt nichts Geileres, als wenn ihr das mal irgendwann findet und ihr könnt einfach drauf schauen und sind so, oh mein Gott, krass. Das sind damals meine Visions gewesen, meine Träume, und jetzt habe ich einfach schon einen Teil erfüllt. Und das ist so ein schönes Gefühl. Darum bitte schreibt euch das auf. Bitte, bitte, Alter. Irgendwo. Fetzt sie irgendeinen Ort von eurem Zimmer, wo ihr das irgendwann mal wieder finden könnt. So. Das ist wirklich etwas mega, mega Schönes. Genau. Und was haben wir noch so ein bisschen gemacht? Ich habe noch so ein bisschen geschrieben, was ist mir auf Social Media wichtig, was ist mir im Studium wichtig. Und einfach so meine grösste Ablenkungspotenzial. Das ist jetzt mehr so ein bisschen, da habe ich mir noch so ein bisschen genau überlegt in meinem Leben. Also ich könnte das auch gerne machen. Was ist euch in eurem Job wichtig? Oder eben bei euch in der Schule? Weil
eigentlich 0815 Antworten sind ja immer, ja, gute Noten schreiben und ja, Geld verdienen. Aber was ist euch wichtig bei eurem Job oder bei eurem Studium? So. Und irgendwie auch mal das ganz genau anschauen. Also so als Inspiration für euch, ich habe so zum Beispiel beim Studium, ich glaube, jetzt, da können mehr Leute relaten als jetzt bei meinem Social-Media-Job, habe ich Sachen aufgeschrieben wie Sachen lernen, die mich interessieren. Also ich möchte jetzt nicht einfach, einfach anhocken und bin so, ja, keine Ahnung. Das zweite, Sachen mitnehmen, die ich in meinem Job lerne. Die ich nicht in meinem Job lerne. So, weil irgendwie, keine Ahnung, manchmal habe ich mega oft so das Ding, wo ich so bin, es interessiert mich eh nicht oder weiß auch nicht. Und dann bin ich wieder so, aber sonst in meinem Job von Social Media würde ich das ja nicht lernen. Also kann das jetzt gleich noch spannend sein, weil irgendwann brauche ich das vielleicht in meinem Leben. So ein bisschen das Mindset haben, nicht zu viel Stress haben wegen dem Studium, ist ja jetzt auch noch schwer zu regulieren. So. Aber das ist mir wichtig und Moment geniessen, das habe ich nachher nicht mehr. Das ist auch etwas, was ich mir irgendwie mega vornehmen will, was mir wichtig ist eigentlich in meinem Studium. Wo meinem tiefen Herzen ist es mir eigentlich wichtig und auf der anderen Seite, bin ich dann gleich so fest im Alltag und jetzt auch, wo ich im Gymi war, bin ich mir so, keine Ahnung, irgendwann bin ich froh, wenn ich draußen bin. Und ich finde gleich irgendwie so, mir ist nie mehr in dem Moment, wo man jetzt gerade ist. Irgendwann sind wir alle aus der Schule und alle machen vielleicht einen anderen Job oder sind wir pensioniert oder haben Kinder und sind irgendwo anders, keine Ahnung so. Und der Moment, wenn er jetzt ist, werden wir nie mehr haben. Und ich will viel mehr in diesen Momenten leben und die geniessen und gar nicht immer nur an die Zukunft denken und mich stressen lassen und mich nur aufregen und keine Ahnung was, sondern irgendwie einfach mal schnell kurz da hocken. Also es sind jetzt gerade mega wieder spirituell. Aber wenn ihr gerade im Zug hockt, schaut mal schnell irgendwo da um euch herum. Wer hockt da vor euch? Wer hockt da links vor euch? Was redet die? Wie sehen die aus? Die werden dann nie mehr sehen. Okay, das war jetzt zu deep gewesen. Aber ich meine jetzt im Allgemeinen so im Leben. Einfach so viel mehr den Moment geniessen und Sachen schätzen und nicht einfach nur einfach so eben mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Genau, und ich habe eben auch so ein bisschen aufgeschrieben, was meine grössten Ablenkungspotenziale sind von den Sachen, die mir eigentlich wichtig sind. Und ich habe dann einfach so geschrieben, ich stehe mir immer selber im Weg. Ich bin die ganze Zeit am Overthinken. Ich habe einen inneren Schweinehund. Handysucht ist wirklich auch ein riesen Ding eigentlich, wo ich glaube in unserer Gesellschaft gar nicht so oft angesprochen wird, aber wir alle sind handysüchtig. Und ich glaube, hätten wir das nicht, oder viel weniger, ich glaube, das würde so viel ändern in unserem Leben. Und das ist in dem Sinne schon mein grösstes Ablenkungspotenzial. So. Genau. Müdigkeit, Faulheit, nicht im Moment leben, Stress und Überforderung, das ist so das, was bei mir ist. So. Genau. Dann habe ich auch etwas, was ich überspannend gefunden habe. Oh mein Gott. Sie hat noch so einen Input gegeben über Stress. So, also, ja, so nur 15 Sachen. Viele Ängste sind in der heutigen Zeit gar nicht angepasst. Also, eigentlich rein biologisch gesehen haben wir ja Stress oder das Hormon Stress, weil wegen einer Extremsituation. Also wenn jetzt ein Bär würde kommen, wir müssen wegrennen. Weil wir gestresst sind. Oder umgekehrt, wir müssen dann mit jemandem kämpfen, so Fight-or-Flight-mäßig. Sagt man Fight or Flight? Ja doch, Fight or Flight, also Englisch ist und wie, das ist von der Evolution her wie gar nicht so angepasst. Also wie, heute müssen wir nicht mehr von einem Bär hinten rennen und wir müssen auch nicht mehr mit einem Bär kämpfen. So. Wir sind ja vor allem dann gestresst bei Sachen, die jetzt gar nicht in dem Sinne Lebensgefahr sind. Also das kann vor einem Vortrag sein, das kann sein, wenn man mega viel zu tun hat und überfordert ist. Das kann nur schon sein, wenn wir eine fucking Spinne sehen, all diese Spinnen. Wir wissen ja rational, so, die bringt uns nicht um, die ist nicht giftig. Ich habe mega, mega Angst vor Spinnen. Und ich weiss, also wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, die tut er ja gar nicht, das ist gar nicht mein Punkt. Ich bin trotzdem wegen dem Huren gestresst und habe mega fucking Angst, so, wo ich es mir gar nicht selber erklären kann. Aber das ist so ein bisschen das Grundding zum Thema Stress. Und sie hat uns wie so ein bisschen einen Tipp gegeben, so, dass eigentlich der gesunde Tagesverlauf ist. Und das ist so krank, Alter, das ist so... Ich weiss nicht, schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr das kennt habt. Aber der aktuelle Tagesverlauf sollte ja eigentlich sein, dass man 8 Stunden arbeitet, 8 Stunden Freizeit hat und 8 Stunden Schlaf. Und das ist so ein regulärer Zyklus, der insgesamt 24 Stunden ist, der gesund ist. Und ich finde das so krank. Ich habe mir das nie überlegt, wie
wie clean das aufgeht. Das ist in meinem Kopf so, so schön, so, dass einfach alles aufgeht, so alles 8 Stunden und irgendwie könnte man das auch voll easy einhalten. Also 8 Stunden Arbeiten oder Schule haben müssen wir wahrscheinlich, oder die meisten sowieso. 8 Stunden Schlaf wäre ja gesund und dann 8 Stunden Freizeit tönt irgendwie dann wiederum nach mega viel, weil das ist ja gleich lang wie Schlafen und Arbeiten. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Freizeit so zu kurz kommt. Bei mir zumindest. Und ich glaube, sich mal aktiv das 8-Stunden-Regulierungsding sich wirklich vornehmen, soweit es natürlich geht. Das ist natürlich auch ein Privileg, das können jetzt nicht alle, das weiß ich schon. Aber ich glaube, das wäre wie etwas, wo einfach mega am Stress könnte helfen. Aber das habe ich so crazy gefunden, dass es einfach so ein regulärer Zyklus ist, was sich jeden Tag wiederholt, der einfach so Sinn macht. So 8 Stunden das, 8 Stunden das. Ja, das war crazy gewesen. Genau, dann hat sie sonst noch Tipps gegeben, wie Planung ist key, also To-Do-Listen machen, einen Wochenplaner genau einschreiben. Das mache ich zum Beispiel. Ich glaube, ich habe das erzählt, dass ich der Nina so ein Geschenk gemacht habe, wo ich ihr einen Kalender gemacht habe. Und ich habe jetzt den selber mir auch bestellt. Ich tue jetzt immer Anfang vom Monat und ich alle Sachen, die ich von diesem Monat habe, ich mir aufschreiben. Also dort eintragen. Und ich habe es zwar schon in meinem Kalender, in meinem Handy eingetragen, aber das nochmal physisch genau einen Überblick haben, das tut so gut und das irgendwie dann, ich weiß auch nicht, also mir macht das extrem, mir nimmt das so viel Stress weg, weil dann, man hat immer so das Gefühl, es ist so viel zu tun und wenn man mal alles abschreibt, dann fühlt es sich irgendwie schon ein bisschen einfacher an. Genau. Und ja, was hat sie noch gesagt? Priorisieren und entscheiden. Es ist mega banal, aber irgendwie mir hat es gleich gut, das nochmal zu hören, darum sage ich es jetzt auch. Also wenn gerade viel ansteht, dann mach nur das, was wirklich wichtig ist. Weil wir machen so viel, machen wir Unnötiges. Also ich merke selber auch, dass wenn ich eigentlich viel zu tun habe, dann fange ich immer mit den unnötigen Sachen an, die eigentlich nicht jetzt dringend heute gemacht werden so. Und darum mach zuerst von deiner To-Do-Liste eine Auflistung, okay, was ist am wichtigsten, was ist am zweitwichtigsten, bla bla bla. Und dann fängst du mit dem Wichtigsten an, weil gerade das Wichtigste ist meistens auch das, was einem am meisten stresst und belastet. Und wenn mal dort kannst du bei der To-Do-Liste ein Häkchen machen, dann fühlt sich der Berg schon so viel kleiner an, wie umgekehrt, wenn du mit den unwichtigen Sachen anfängst, dann weißt du noch, du hast noch so viel zu tun, weil du die wichtigen Sachen noch nicht gemacht hast. Und dann ist es so ein doofer Zyklus von, hey, du bist ja jetzt eben schon die ganze Zeit produktiv gewesen, weil du hast ja etwas gemacht, aber du kommst nicht vorwärts. Und dann fühlt es sich wegen dem so nach einem riesigen Berg an. Darum mega simpel, aber wie, ja voll. Und vielleicht kannst du von der To-Do-Liste eben mal dann zuerst überlegen, okay, was ist gar nicht so wichtig. Und dann kannst du die Sachen wirklich mal mit einem fetten Stift durchstreichen und das fühlt sich so befreiend an, wenn du dir selber Prioritäten und Entscheidungen setzt, was mache ich jetzt, was ist wirklich wichtig heute und was nicht. Das kann ja meistens schlussendlich kann sein, dass nachher nur noch etwas auf deiner To-Do-Liste ist und die anderen Sachen kannst du halt einen anderen Tag machen. So. Voll. Ja, die wichtigen Sachen am Morgen machen, das ist natürlich auch menschenabhängig, aber wenn das wie schon mal gemacht ist, dann fühlt es sich auch so geil an, weil dann hast du den ganzen Tag noch vor dir und eben, gerade wenn du das Wichtigste gemacht hast, dann fühlt sich das so hart entlastend an. Genau. Das ist so ein bisschen das. Und sie hat dann einen Input gegeben von Arten von Erschöpfung. Weil ich glaube, wenn wir uns wenn ich das Wort Erschöpfung gehört habe, dann habe ich mir einfach vorgestellt von, boah, ich bin voll kaputt, wenn ich von einem Schultag oder so heimkomme. Aber es gibt 7 verschiedene Arten von Erschöpfung. Und die kann ich euch auch mal sagen. So. Und zwar ist es die emotionale Erschöpfung. Das heisst, wenn du irgendwie einen Konflikt mit jemandem gehabt hast. Oder wenn du vielleicht auch die ganze Zeit so irgendwie ein Gefühl gehabt hast, wo du hast verstecken oder wo du hast unterdrücken. Und dann kannst du es wieder rauslassen. Das ist dann bist du komplett erschöpft emotional. Genau. Dann die körperliche Erschöpfung. Das ist, wenn es eben ein anstrengender Tag vom Kompi war oder so, dass du dann wie, ja, du fühlst dich einfach erschöpft, weil dein Körper ist die ganze Zeit am Hocken war. Es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass du den ganzen Tag voll am Sport machen bist und nachher bist du auch erschöpft. So. Aber auch körperlich. Dann gibt es die mentale Erschöpfung. Das heisst, nach einer langen Konzentrationsphase, das kann sicher auch, dass irgendwann einfach, dann wirkt das Hirn einfach nach Matsch. Wortwörtlich, wenn du so 1,5 Stunden Prüfung hast. So nach meiner Matura, Alter, dort hatte ich eine richtige mentale Erschöpfung. Einfach weil dein Hirn ist low-key Matsch. Dann soziale Erschöpfung, das ist eigentlich klar. Das ist quasi, wenn du viel soziale oder sogar anstrengende Kontakte hast und viel musst socialisen und so, dann hast du die Erschöpfung. Dann gibt es die spirituelle Erschöpfung, das habe ich nicht gekannt. So quasi, das Leben erscheint einem leer und sinnlos, das kann einem auch mega erschöpfen, dass man einfach wie keine Orientierung hat, kein Ziel. Es ist wie, man lebt in diesem Hamsterrad von der Gesellschaft und
es ist wie einfach so eine Erschöpfung irgendwann, weil sich alles so leer und so sinnlos anfühlt. Es können aber auch kleine Sachen sein, wie jetzt zum Beispiel bei mir ist es glaube der Minor, also mein Nebenfach, wo genau die spirituelle Erschöpfung sagt. Das, also wie ein normaler Schultag, nach einem normalen Schultag bin ich nicht so erschöpft, aber nach einem fucking Nebenfach-Schultag, wo den ganzen Tag Inputs sind, wo mir nichts bringen, dann fühlt sich das für mich extrem sinnlos und leer an, weil ich so viel Gescheites machen könnte an diesem Tag und dann bin ich spirituell erschöpft. Dann gibt es die sensorische Erschöpfung. Das ist auch einfach ganz banal. Lichtreiz, Lärm oder Informationsflut. Einfach so ein bisschen all das von außen oder so. Es kann auch sein, dass ihr irgendwie an einer Mikrokasse sind und dort reden die Leute, dort ist Musik, dort piept und es ist einem alles zu viel so. Dann ist so ein bisschen die sensorische Erschöpfung. Und die letzte, das ist die kreative Erschöpfung. Das kennen vor allem Leute, die einen kreativen Beruf haben. Das ist quasi, wenn du starre Vorgaben hast, bei einer Arbeit zum Beispiel oder so. Und ja, du kannst wie deiner Kreativität nicht wirklich freien Lauf lassen. Kann aber auch sein, dass du eine kreative Blockade hast oder so. Und das erschöpft einem mehr extrem, wenn es nicht fließt. So. Genau. Gerade apropos Fliessen, wir reden jetzt auch noch über Flow-Moment. Und irgendwie, das ist so ein Wort, ich weiß gar nicht, ob ihr das Wort kennt. Ich habe das irgendwie, also man hat es irgendwie schon herleiten, aber es ist so ein offizielles Wort, das heisst, in diesem Moment bist du quasi im Tunnel. In dem Moment geht die Zeit so rasend schnell. Das ist etwas, was du richtig gern machst. Du vergisst sogar trinken und essen in dem Moment. Ja, und das erfordert vielleicht Kenntnisse und so. Also bei mir ist das zum Beispiel manchmal, nicht immer, wenn ich am Videoschneiden bin, da bin ich so hart fokussiert, ich könnte dann 3 Stunden am Stück oder 4 Stunden Video schneiden, ohne eine Pause zu machen. Ich vergesse, dass ich aufs WC muss gehen, ich vergesse eben Essen und Trinken und so. Und ich bin so fest im Tunnel, dass ich alles aussen dran voll nicht mehr wahrnehme. Beim Zeichnen zum Beispiel habe ich das auch mega fest. Und das ist wie bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich, aber das sind quasi so ein bisschen die Flow-Momente. Bitte schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr so ein bisschen einen Flow-Moment habt. In welchem Moment seid ihr so in diesem Hyperfokus? Und sind eigentlich alles, eben sind in diesem Tunnel so ein bisschen und Zeit vergessen Zeit und alles so. Weil das würde mich wirklich wundern, wann habt ihr so Flow-Moment? Voll, und wir haben wie so eine Liste gemacht von einer stressigen Woche. Wann float was am meisten? So, also wie jetzt zum Beispiel, bei mir ist es jetzt so Bodyforming, da bin ich voll auch im Hyperfokus und dann haben wir so einen Prozentsatz angeschrieben, so, ja, keine Ahnung, 90% im Flow-Moment, bla bla bla. Und noch eine normale Woche, wenn man nicht gestresst ist. Genau. Und was sie auch noch gesagt hat, ich habe jetzt den Überbegriff Happenstance gemacht, aber sie hat wie noch so 1, 2, 3 Inputs gegeben, wo wie so ein bisschen, es sind wie so ein bisschen die typischen Tumblr-Sprüche. Kennt jemand noch Tumblr? Ich weiß nicht. Oder so die typischen WhatsApp-Status. Aber also ich habe jetzt die aufgeschrieben, die ich persönlich voll nice gefunden habe. Und zwar zum Beispiel ist eine: Zufällige Ereignisse haben einen wichtigen Einfluss auf die Laufbahnentwicklung. Und irgendwie ist das wie so, also es ist mega banal, aber irgendwie ist es schön, zumal da einfach sich können wie dem Schicksal ergeben. Also alles, was zufällig in eurem Leben passiert, alle Ereignisse, die haben einfach einen wichtigen Einfluss auf eure Zukunft und alles. Und es sollte ja irgendwie alles so ein bisschen kommen, wie es ist. Also wie, ich könnte all diese zufälligen Sachen könnte ich gar nicht wirklich steuern. Wenn ihr jetzt einen Zug später genommen hättet, dann hättet ihr vielleicht die Liebe von eurem Leben kennengelernt, aber vielleicht ist es auch blöd gewesen, oder vielleicht auch schon, oder weiß ich auch nicht. Also wie, das sind alles so zufällige Ereignisse. Und die können wir eigentlich wie gar nicht wirklich beeinflussen. Und darum können wir, also ja, das ist in dem Fall banal, aber darum können wir einfach den Löffel übergeben und nicht immer die ganze Kontrolle müssen haben. Dann, jede Situation kann als Möglichkeit oder Chance genutzt werden. Ja. Und I'm not lost, I'm exploring. Ich glaube, mega viele kennen auch den Moment, wo man gerade so voll ist, boah, ich bin gerade voll lost, ich habe keine Ahnung, was ich im Leben will. Und wenn du vielleicht gerade das Zwischenjahr machst und alle fragen immer, was willst du studieren, dann bist du so, bro, keine Ahnung, ich bin gerade lost. So. Und eigentlich ist das ja nicht, dass du in dem Moment lost bist, sondern du bist dann in dieser Findungsphase. Du bist am Exploren. Du bist am herausfinden, was willst du nicht, was willst du. Du machst Erfahrungen, du kommst weit. Du kommst ja immer irgendwo weiter im Leben. Und ich glaube, wenn man sich dort immer einen Stress macht, von, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung und dann bist du ja gleich schon an einem Punkt, wo du schon mal weißt, was du nicht willst. Voll. Darum sind in dem Moment ja am euch kennenlernen und am Exploren und nicht einfach nur lost.
Ja, das ist so ein bisschen das. Ich glaube, also ich habe noch mega viele Sachen aufgeschrieben, aber es würde jetzt viel zu lang gehen, wenn ich euch das alles würde erzählen nein, etwas wollte ich noch zeigen. Oh nein, das ist eigentlich fast spannend. Und zwar haben wir noch die Aufgabe bekommen, das ist wirklich das Spannendste. Oh mein Gott, wow, ich habe es fast vergessen. Ich hatte die Zeichnung eben da auf der Seite gehabt. Und zwar haben wir 3 verschiedene Zeichnungen müssen machen. Bei einer, also ich tue es schnell erklären, es ist überall das gleiche Konzept. Und zwar geht es darum, dass man bei einer Zeichnung so ein bisschen Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 4, Jahr 5 nach dem Studium macht. Also bei euch kann es sein, vielleicht nach der Schule oder so, oder eben auch nach dem Studium, oder nach dem Zwischenjahr, oder nach, keine Ahnung was. Es kann auch sein, in der Ferien, also nein, das geht so nicht. Aber wie, einfach, es kann auch sein, in diesem Jahr, nächstes Jahr, also so in den nächsten 5 Jahren. Ich habe es jetzt vor allem gemacht nach dem Studium. Und das war so ein bisschen die Hauptaufgabe, um sich mal überlegen, was will man nach dem Studium. Und ich habe dann wie jedem Jahr müssen so meine Ziele, die ich dann erreichen will, ja, ich habe es jetzt so ein bisschen gezeichnet, geschrieben mäßig, ich kann es einfach nur schreiben. Und jetzt ist es eben spannend, ich habe ja 3 Zeichnungen müssen machen. Die erste Zeichnung ist quasi von Plan A. Was mache ich nach dem Studium in den ersten 5 Jahren? Und ich habe dann auch Sachen aufgeschrieben, ja, wieder Vollzeit selbstständig, ich will vielleicht mal einen Live-Podcast machen, ich will dann Geld investieren, ich will vielleicht ein Haustier haben, ich will grössere Projekte machen, ich will dann mal heiraten, vielleicht mache ich dann einen Austausch nochmal in der Westschweiz, zum fließend Französisch lernen, vielleicht mache ich eine eigene Brand oder ein Produkt oder I don't know. Einfach so Sachen habe ich da aufgeschrieben und gezeichnet. Und dann die zweite Zeichnung, das war so spannend gewesen, weil ich habe mir noch nie den Gedanken gemacht, und zwar, was der Plan B, wenn Plan A nicht funktioniert. Also, das wäre bei mir ja rein theoretisch, okay, ich kann nicht Vollzeit selbstständig sein, ich kann nicht einfach Vollzeit Social Media machen. Was wäre mein Plan B? Und irgendwie, I don't know, das ist so schwierig gewesen, weil wir alle Menschen haben ja irgendwo so ein bisschen einen Plan, also die einen haben ja nicht mal einen Plan A, aber dann noch einen Plan B müssen machen. Das ist so schwierig. Also habe ich jetzt persönlich sehr schwierig gefunden. Und irgendwie habe ich mir dann wirklich mal so ein bisschen Gedanken gemacht und habe so ein bisschen einfach einen Teil von mir rein, die Wünsche, also ein Teil von mir rein hat so ein bisschen den Wunsch, zum etwas mit Lehrerin machen. Ich habe ja als Kind immer gesagt, ich will Lehrerin werden. Und irgendwie durch Social Media hat sich das so ein bisschen verblasst. Und es ist dann für mich auch irgendwie klar gewesen, das ist jetzt so, das war mein Kinderwunsch und so. Und ich habe mir jetzt wirklich eben durch den Gedanken, dass ich mir mal überlegen muss, was mein Plan B ist, bin ich wieder so ein bisschen zurück auf das gekommen, was übel lustig ist. Also bei mir war es dann so ein bisschen, dass ich so ein bisschen dann vielleicht mal Gastdozentin bin und dann mache ich vielleicht mal das Zertifikat in Hochschuldidaktik, dann habe ich vielleicht mal die eigenen Module, vielleicht an der ZHDK oder sonst irgendwo, dann bin ich vielleicht Teilzeit beim SRF am Arbeiten und Teilzeit habe ich vielleicht ein eigenes Studienmodul und so und ich tue dann vielleicht noch an anderen Schulen zusätzlich unterrichten oder ich mache Workshops oder so. Also ich bin wie voll so am Überlegen gewesen, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe mir noch nie Zeit genommen, um mir einen Plan machen, also eben einen Plan B machen. Also das hat mir hure viel geholfen. Also wenn ihr mal Zeit findet, vielleicht heute Abend oder irgendwie so, es muss ja nicht mal so aufwendig sein, dass es jetzt da voll mit einem Blatt an und dann durch 5 teilen und dann alles zeichnen und so, sondern es kann jetzt auch einfach in eurer Notiz-App sein und euch mal wirklich überlegen, was wäre euer Plan B? Was würdet ihr machen? Und dann auch so ein bisschen genau, was wäre im ersten Jahr, wie würde das aussehen, wie würde das zweite Jahr aussehen, weil das zwingt dann mal so ein bisschen zum so überlegen, okay, wie komme ich dort her? Weil ich habe jetzt auch zuerst einfach gedacht, okay, vielleicht in dem Fall irgendwie Gast, also Dozentin irgendwie oder Lehrerin oder so. Und wenn man mal so ein bisschen das wirklich muss planen, okay, mit 28, mit 27, mit 26 und so, dann habe ich dann wie ein bisschen googeln, okay, wie wird man das überhaupt? Ah, okay, man muss ein Zertifikat in Hochschuldidaktik machen. In dem Fall mache ich das in diesem Jahr. Also wie, man kommt dann noch so ein bisschen weiter, als wenn man sich einfach grundsätzlich ein Ding macht. Und jetzt kommt noch die dritte Zeichnung, das ist auch mega spannend. Und das ist, so würde dein Leben nach dem Studium aussehen, wenn Geld und Anerkennung keine Rolle würden spielen. Das heisst, bei mir, ja, ich würde natürlich immer noch Social Media machen, weil das mache ich vor allem auch, weil es mir Spass macht. So. Natürlich würde ich jetzt, glaube ich, keine Kooperationen mehr machen. Einfach weil das ist ja das mache ich schon auch, weil ich es cool finde und weil ich mega gerne mit Firmen zusammen arbeite. Aber natürlich schon hauptsächlich zum Geld verdienen. So. Das würde ich wahrscheinlich nicht mehr oder fast nicht mehr machen. So. Und ich glaube, ich würde auch viel mehr Content machen ohne Druck. Weil ich merke so, seit Social Media nicht mehr ein Hobby ist, sondern jetzt mehr mein Job in dem Sinn, ja, ist einfach mehr ein Druck da, so man sich selber macht, so, das muss immer gut sein, das muss von den Zahlen immer laufen.
weil das, von dem ist halt mein Job wie so ein bisschen abhängig und ich glaube, sonst könnte mir das wie scheißegal sein, hey, dann laufen halt mal die Videos nicht oder dann deabonnieren mich halt mal Menschen, so wie, ich glaube, ich könnte dann viel einfacher loslassen und wie so mit dem ganzen Ding, dass es jetzt mein Job ist, ja, ist einfach auch noch so ein bisschen Druck da und ich glaube, das wäre halt dann wie auch nicht. Dann würde ich vielleicht in Paris leben, weil ich könnte ja auch, Geld würde keine Rolle spielen, so, voll, ich würde vielleicht auch französischen Content machen, weil das ist eigentlich auch etwas, was ich cool fände. Also wenn ich Französisch fließend dann kann. Aber ich hätte, glaube ich, keine Eier so. Aber das wäre ja auch, wenn Anerkennung und all das Zeug nicht eine Rolle spielen. Eine Traumwohnung in Zürich, kein Stress. Voll. Also wie das hat mir auch noch mal so ein bisschen gezeigt, was ist mir eigentlich wichtig? Was mache ich wirklich, weil es mir Spaß macht und was mache ich, weil ich vielleicht Anerkennung will oder weil ich Geld brauche oder so. Und ja, ich glaube jetzt, gerade im Vergleich zu Leuten, die vielleicht einen normalen Job haben, jetzt nicht so wie bei mir, wo das schon hauptsächlich vielleicht auch aus dem Fokus von Geld machen. Also ich hoffe natürlich, dass sie auch einen Job haben, der ja auch gleichzeitig Spass macht. Aber ich glaube, für die wäre das vor allem auch noch spannend zu mal anschauen. Also ich glaube auch viele, die in die Schule noch gehen, die gehen ja, also viele gehen wahrscheinlich nicht einfach in die Schule, weil sie verdammt Bock haben, so mit die Schule gehen, sondern weil sie halt in die Schule gehen oder weil sie einen Abschluss haben oder so. Darum, ich glaube, das ist auch noch mega spannend. Also wirklich, das ist wirklich ein Tipp von mir. Geht ja, nehmt euch heute Abend Zeit und macht das mal. Das ist wirklich mega spannend. Ich kann noch sonst, ich tue ja auf meinem Instagram-Kanal immer jede Woche einen Post machen von der Woche, von was ich so erzählt habe in dem Podcast. Und dann kann ich sonst gerne die Sachen mal abfütteln. Meine Pläne, könnt ihr mal schauen, wie die aussehen. Genau, ich habe jetzt nur ein paar Sachen vorgelesen. Ja, und sonst habe ich schon viel zu lange gelabert in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!